Dankschein von der Bürgharchen Eiche ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung Feier, Kapitel 19. Fähigkeiten, um erfolgreiche Eltern zu sein. Wir haben einen Sohn und eine Tochter, Brent und Julie, und sie sind beide wundervolle Kinder. Sie sind abgewachsen und Frau befreit und haben ihre eigenen Kinder, und daher ist es schwer, noch an ihres Kinder zu denken. Sie sind vandaag eine große Freude für uns, und wären dort auch an der Zeit, wo wir ihn abtragen. Durch das Prozess von unseren Kindern abtragen, haben wir vieles über Eltern sein gelehrt. Wenn wir auch was wichtige Dinge recht getan haben, weit wir auch, dass wir was Fehler gemacht haben. In das Kapitel, wo wir auch was biblische Grund geben, um Kinder abzutragen und zu disziplinieren, und auch was andere Dinge, was wir gelehrt haben, um göttliche Eltern zu sein. Gott hat uns unsere Kinder aus dieren Geschenke gegeben, was uns in unser Leben Frieden bringen sollen, aber das wird modern passieren, wenn wir rechte Verwalter über ihn sein wollen. Nur uns Verhältnis mit Gott und unserem Ehepartner sollen unsere Kinder das nächstwichtigste in unserem Leben sein. Sie brauchen viel Zeit, Leben Aufmerksamkeit von den Eltern und sind das auch wert. Wenn wir ihnen das geben, machen wir eine weise Inversion. Sie sehen unser Leben und sie wachsen ab, um verantwortliche, erwachsene Personen zu sein, mit denen wir brav sein können. Aber wenn wir daran fehlen, unsere Kinder zu leben und ihre Bedürfnisse recht zu erfüllen, können die ein besonderes Problem und eine Gefahr für unsere Ehen werden. Den biblischen Grund von Elternsein zu verstehen und was das für Fähigkeiten braucht, Kinder recht abzutragen, muss wir die vier Hauptbedürfnisse von einem Kind erkennen, was bloß Gott ganz zufriedenstellen kann. Das sind Identität, Sicherheit, Zweck und Annahme. Diese Bedürfnisse von jungen Kindern sind auch deine, aber da ist ein Hauptunterschied. Als abgewaschene Personen können wir ein persönliches Verhältnis mit Jesus in unser Partner bauen, die tiefe innerliche Zufriedenheit, was uns fehlt, zu kriegen. Aber wenn unsere Kinder Christus auch am jungen Alter annehmen und leben können, hängt dort an die ersten 18 Jahre größtenteils von uns Eltern auf, dass ihre Bedürfnisse erfüllt wurden. In Wirklichkeit sind wir für unsere jungen Kinder so als Gott. Wir sind ihre Beschützer und Versorger. Wir sind ihre Seilen, ihre Leibhaber und ihre Rechter. Als Eltern müssen wir das daher verstehen, was für ein wichtiger Teil wir spielen, unsere Kinder ihre tiefsten Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Bedürfnisse zu erfüllen, soll wir nur zielen, und langsam von unserer Versorgung aufzuwarnen und in Gott seine Arms kriegen. Als wir uns darüber gewahr sind oder nicht, das ist der wirkliche Zweck für uns als Eltern. Wir müssen erkennen, dass unsere Kinder ihr Verständnis über wer Gott ist und wo er ist, wird am dollsten von dem Charakter von den Eltern und wo die Eltern die Kinder behandelt haben, beeinflusst. Wenn Eltern das Kind durch ihr junges Leben ein Gleichgewicht von Leib und Wahrheit bewiesen haben und treu an der Entwicklung von das Kind investiert haben, dann wird das für das Kind leicht sein, dem Herrn zu verstehen und anzunehmen. Aber wenn ein von den Eltern aufwesend, auflehnend, hart, missbrauchend oder schwach sind, dann wird das Kind seine Bedürfnisse nicht erfüllt und wird daher eine schwere Zeit haben, mit Gott verstehen und annehmen. Daher ist der zweifache Zweig von den Eltern, dass sie erstens, das Kind ein Verständnis und eine Annahme von Jesus Christus als Herr und Heiland bringen und zweitens, die vier Hauptbedürfnisse von das Kind erfüllen. Eltern, wir können unseren Erfolg mit diesen zwei Richtlinien meten. Ein anderer wird, wenn ein Kind abgewaschen und bereit ist, das Heim zu verlassen, sollen die Eltern zwei Dinge sagen können. Wir haben alles getan, was wir können, uns Kind die Leib und die Natur Gottes zu offenbaren, in Arm oder Arm nur Jesus zu leiden, und wir haben jeder Hauptbedürfnis von uns Kind auf einen trühen und sinnvollen Weg erfüllt. Wenn Eltern diese zwei Aussagen mit Wahrheit sagen können, sind das gute Eltern gewesen. Das Beste, was wir tun können, unsere Kinder nach dem Herrn zu leiten, ist Gott leben und ein wohlgefälliges Leben zu leben. Die Kinder nehmen mehr ab von was sie sein, als was wir sagen. In andere Worten, Kinder werden viel doller beeinflusst von wer wir sind und was wir tun, als von was wir sagen oder lehren. Daher ist das so, dass wenn Eltern das Kind auf einen gesetzlichen Weg versuchen, live zu Gott oder religiöse Sachen einzuführen, Dinge, was sie selbst nicht für das Kind ausleben wollen, dann tun sie das nicht recht und sind nicht das rechte Beispiel für was das Kind nötig hat.
Eltern wat ihren Glauben so gut als möglich uitleven, doen dat beste ding om ihr Kind oder ihre Kinder recht abzutragen. Die Eltern ihre persönliche Angewohnheiten, Einstellungen, Redort, Freund, Kirchteilnahme in ihr Verhältnis machen alle einen tiefen Einfluss auf ein Kind. Um diese Wahrheit zu bestärken, denk mal ein bisschen über nach, wo deine Eltern ihre Werte, Überzeugungen und Verhalten dein Leben und Verständnis von Gott beeinflusst haben. Durch die Zeit, was wir unsere Kinder da haben und wir den Herrn seinerlei vorbildlich wiesen und lehren wollen, dass sie das annehmen, müssen wir uns auch anstrengen, die 4 Hauptbedürfnisse zu erfüllen. Wo die 4 Hauptbedürfnisse von einem Kind zu erfüllen? Nummer 1. Annahme. Von den ersten Momenten vom Leben fängt ein Kind an, die Natur von seiner oder ihrer Umgebung kennenzulernen. Eltern und Kinderdokters waren beide immer daran an, wo wichtig das ist, dass ein Kind von kurz nach der Geburt die rechte Umgebung hat. Das Vernehmen von was für eine Umgebung das Kind ist, geht durch sein oder ihr Leben wieder. Wenn wir ein tiefes Bedürfnis von angenommen sein haben, fehlt uns das daran, dass wir, wo immer wir sind, sicher und beschützt fühlen. Wenn wir Auflehnung in einem State von Annahme erfahren, fühlen wir uns unsicher und nicht verbunden in das Gefühl von allein und verletzbar sein, wird hecher. Daher müssen Eltern alles Mögliche tun, um ein Kind von Geburt an Liebe und Annahme zu beweisen. Für Eltern ist das wichtig, dass sie auf 4 wichtige Wege mit ihr Kind umgehen. Nummer 1. Körperliche Liebe. Junge und auch ältere Kinder beide brauchen dort von ihren Eltern angeschiert und geholt zu werden. Wir wassen niemals uit ons Bedürfnis von körperlicher Liebe uit. Wenn Eltern ihre Kinder regelmäßig leibend anschieren und holen, wird das Kind dort stark an, dass es angenommen ist. Das Gegenteil ist auch so, wenn körperliche Liebe nicht da ist. Je weniger Eltern ihre Kinder anschieren oder holen, je leichter werden sie sich los und aufgewiesen fühlen. Nummer 2. Mit Wert bestätigen. Alle Kinder haben nötig, dass ihnen durch ihr Leben gelobt und gratuliert wird. Sie brauchen dort alle Tag zu hören, dass ihre Eltern ihr Life haben. Wenn Kinder in einer Umgebung von Loben und wirklicher Bestärkung angestellt sind, verbinden die mit ihren Eltern in Wassen ab, indem sie was von sich selbst holen. Aber wenn du eine Umgebung von Stillsein oder Kritisieren ist, werden Kinder ein Gefühl haben von nicht angenommen sein. Wenn du nicht ein Notfall ist, so wird als ein Kind, was begossen abbrannt, sollen Eltern niemals zu ein Kind schreien. Das ist auflehnend und feindlich. Eltern sollen ihre Kinder niemals uitschämen oder verachtend umgehen mit ihnen. In alle Umständen muss ein Kind weiten, dass es geleift wird. So ist die Geschichte von einem kleinen jüdischen Jungen, der aus einer Schule rausgestoppt wird wegen schlechter Noten. Er ging verlegen in Haus und ängstig für was seine Eltern sagen würden. Als er nur die Pferde von seinem Haus gegangen kam, mög seine Mutter die open stund durch am Arm mit offenen Arms zu begrüßen. Als er hielend an ihre Arms nanfall, seht sie zu ihm. Sitzt mal, die Schule weiß bloß nicht, wo sie einen besonder klugen wat lehren können. Nummer 3. Verfügbar sein. Vieles wird gesagt, dass wir mit Kindern gute Zeit verbringen. Wenn ich auch mit anstimme, dass die Zeit, was wir mit ihnen verbringen, gute Zeit sein soll, weit wir auch, dass Kinder dort brauchen, viel Zeit dort zu verbringen, wo die Eltern sind, besonders wenn die noch jünger sind. Eltern, die zu viel Zeit bei der Arbeit, bei der Kirche, mit Freunden oder anderen Dingen verbringen, verursachen, dass ihre Kinder sich allein und unwichtig fühlen. Wenn wir auch alle ein Leben leben sollen, wo wir mit rechter Mut verschiedene Interessen nachgehen, müssen wir eine gesunde Mut von Zeit und Lebenskraft beschützen, um die mit unseren Kindern zu verbringen. Durch dort wollen sie an, dass wir ihn annehmen und versorgen. Für Kinder bedeutet Liebe Zeit. Nummer 4. Uittrekken. 2 Dinge braucht jeder Kind von seinen Eltern. Er muss ein Gefühl haben, dass er zu ihnen gehört und dass er selbst wer ist und sich selbst aussprechen kann. Eine gesunde Person hat immer ein Gleichgewicht über wer er oder sie selbst ist und zu wem er oder sie gehört. Eine ungesunde Person hat entweder zu wenig von einem Gefühl, dass sie wem angehört, oder zu wenig von wer sie selbst ist. Daher müssen wir als Eltern unsere Kinder dort weiten lassen, dass wir ihre Gefühle, Meinungen und Einzelheitlichkeiten respektieren. Wenn wir unsere Kinder dort auch lehren, müssen uns die gehorchen und sich an gewisse Richtlinien zu holen, müssen wir ihre einzelne Identität aber nicht mit unseren eigenen Meinungen oder dominierenden Persönlichkeiten überwältigen. Eltern, wat ihr Kind sein Leben zu sehr kontrollieren oder das Kind zu was machen, was sie haben wollen, dass es sein soll, tun das Kind Schaden an.
Wann Eltern dat Kind auch in die rechte Richtung leiden sollen, sollen sie dat Kind Ruhm geben, selbst weer zu sein und selbst wat persönliche Wollen zu machen. Indem dat ein Kind älter wird, moet seine Freiheit mehr worden, wat dat Kind schließlich ab sein Einet ist, wo dat Kind einen Sinn von einer eine persönliche Identität hat, und auch ein Gefühl, dat het zu lebende Eltern gehört. Nummer 2. Identität. Wir haben alle ein deepes Bedürfnis für uns besonder und bedeutsam feilen. Eltern fangen dat Kind het an Ewa zu bringen, indem sie entweiten loten, wo besonders sie sind. Ein Kind soll nicht mit ihren Brüdern und Schwestern verglichen werden, oder auch nicht so sehr bemusst worden, sich an das Familiensystem anzupassen. Ein Kind soll lieber dazu ermutigt worden, sich in einer Umgebung von Lebenordnung aussprechen zu können. Ich weiß noch von einem jungen Mann, was gefeilig von seinem Vater unterdrückt wird, was den Sehn durch sein Leben nur schuf, um ein Footballspieler zu werden. Als der junge Mann sich dafür wehrt, schächer der Vater am Ende versucht, am schuldig feilen zu machen. Wenn Eltern auch noch einmal ein Kind wat matten daunen machen, wat für das Kind das Beste ist, moet aber abgepasst, dat Eltern das Kind nicht bematten, Ehrenplan auszuleben. Je älter die Kinder waren, je doller sollen ihre Gefühle und Meinungen die Richtung von ihrem Leben diktieren. Kinder soll nicht die Freiheit gegeben worden, sich selbst zu verdorben, aber sie sollen das Recht haben, dort zu sein, wozu Gott ihnen gemacht hat und sich in einen sicheren Umkreis und an seinen Wellen befinden. Sprecher 22, Vers 8 sagt, lehr ein Kind den rechten Weg gehen, dann wird er auch dabei bleiben, wenn der alt wird. Du hast eine doppelte Bedeutung an den Schriftvers. Die erste ist, dass wir unsere Kinder lehren sollen, das Rechte zu tun. Und lehren bedeutet nicht bloß zu unterrichten oder was zu sagen. Lehren bedeutet unser Leben so leben, dass sie seinen, was recht ist, zu tun. Aber die zweite Bedeutung von Sprecher 22, Vers 6 ist diese. Wir sollen unsere Kinder abtragen, dass sie den Weg gehen, was sie einzeln gehen sollen. Wenn du 3 Kinder hast, dann musst du feinfeilend sein und um Gottes Anleitung beten für jeder Kind. Du kannst dir nicht ein Kuchendreckermaster machen für alle Mewereien und deine Kinder bematten durch anzupassen. Als ein Beispiel, mein Bruder wird Geschäftsleiter bei einem Hospital für gehirnkranke Menschen und an einem gewissen Tag wird ein Patient angenommen, was gerade taubgebrochen wird. Er hat kort vorher von der Tennendoktorschule graduiert, aber bald darauf hat er das verloren. Als die Doktors anfangen an zu untersuchen, warten sie an, dass sein Problem wirklich einfach war, aber sehr ernst. Alle seine Onkels, seine Brüder und sein Vater waren Tennendoktors. Durch sein ganzes Leben wird ihm gesagt, dass er auch ein Tennendoktor sein wird. Und ohne das in Frage zu stellen, ging er nur Tennendoktorschule. Aber an dem Tag, als er durchgraduiert, wird er auf einmal darüber gewahr, dass er für das ewige Part von seinem Leben Tennendoktor sein wird. Als er zu den Psychiater sieht, was er behandelt, ich hasse das, Tennendoktor zu sein. Ich hasse das, meine Hängen Menschen ihre Miele zu haben. Das letzte Ding, was ich will, ist ein Tennendoktor sein, und ich kann das nicht leiden, dass ich nur einer sehe. Seine Eltern wären wahrscheinlich sehr feine Menschen und hatten gute Vernehmen. Aber sie haben ihm nicht so abgetragen, als er gehen soll. Sie versuchten ihm das Familienmaster zu schieben, ohne seine eine persönliche Identität in Betracht zu nehmen. Nummer 3. Sicherheit. Ein Kind sein Gefühl von Sicherheit kommt meistens von wo stark und fast die Eltern ihrer Lebens sind. Daher, wenn ein Kind Streit im Heim vernimmt, fühlt er oder sie kurz unsicher. Wenn immer durch finanzieller Druck ist und die Eltern durch nicht Wann immer durch finanzieller Druck ist und die Eltern durch auch nicht offenbar von reden, wird das Kind dort vernehmen und unsicher worden. Eltern sollen dort natürliche, feine Gefühle und die gefeilige Verletzbarkeit von ihren Kindern respektieren. Wenn Eltern auch weiten, dass ihre Streitigkeiten nicht nur eine Ehescheidung führen wollen, fehlt die Kinder dort nicht daran, dass sie ihre Eltern streiten hören. Und fehlt das daran, dass sie seien, wo die Eltern sich untereinander leben und dienen. Daher sollen Eltern sehr aufpassen, wo sie in alle Aufteilungen leben. Wenn Eltern aufpassen, wo sie leben, werden Kinder feilen, dass sie sicher sind und ihr Bedürfnis für Sicherheit wird erfüllt worden. Kinder brauchen geduldige Anweisungen und Mitteilungen über ihre Ängste und Dinge, was sie über das Leben im Allgemeinen weiten sollen. Das Wichtigste ist das: Kinder feilen sicher, wenn sie in einer Umgebung von Festigkeit und Liebe sind. Eltern sollen alles Mögliche tun, um so eine Umgebung für ihre Kinder zu stahlen. Grenzen setzen und ihr Recht zu belehren macht auch, dass sie sich in der Familienumgebung von Liebe sicher fühlen.
Kinder brokken Regeln en Grenzen en ent mat leivend beleerd en verantwoordelijk gehouden worden, wanneer sie angehorsamen Jehen an sind. Kinder feilen geleift en sicher, wanneer sie an einem Gleichgewicht von Verantwortlichkeiten anum abgetrokken worden. Nummer 4. Zweig. Sogar wenn das Kind noch jung ist, soll das all gelehrt worden, dass Gott einen besonderen Zweig für sein Leben hat. Indem wir das Kind dort sagen, dass es für uns in Gott besonders ist, muss wir das Kind dort auch sagen, dass Gott ihm für eine besondere Ursache gemacht hat und dass das eines Tages offenbar worden wird. Als Eltern muss wir uns Kind sein Hauptbedürfnis für Zweig vom Leben erfüllen, indem wir ihm am Heim und der Familie Verantwortungen geben. Kinder müssen lernen, spältig abzuriemen und ihre Stoven in Ordnung zu holen. Indem dat sie älter worden, sollen Eltern ihnen mehr Abgaben und Verantwortungen geben, aber mit ein Gleichgewicht. Verantwortungen mit Spaß und andere Aktivitäten im Gleichgewicht zu holen, braucht dat, dass die Eltern feinfeilend sind. Kinder sollen Zeit haben, Kinder zu sein, Zeit haben für Spaß und Freund, aber sie sollen auch ihr Part von Hausarbeiten tun. Das ist sehr wichtig, in der Welt wichtig feilen zu machen. Wir sollen Kinder auch ermutigen, in der Kirche und in der Gesellschaft zu dienen. Kinder moet van de Bibel über ihre geestliche Gaven und wo sie die Gaven brauchen können und gerecht worden, andere zu helfen und zu dienen. Von unsere Kinder ihr junget alle an moet wir für ihnen beten, dass sie ihre Dienste für Gott finden und erfüllen. Keine Person wird jemals erfüllt feilen oder einen wahren Zweig im Leben finden, but hij oder zij Gott seinen Raub für das Leben erfüllt. Behold dort, dass wir nicht bloß gerecht worden für die gute und schlechte Dinge, was wir getan haben, aber wir waren auch dafür gerecht worden, auf wie Gott seinen Willen für unser Lebens gehorsam gewesen sind. Wenn ein Kind gelehrt wird, produktiv und verantwortlich zu sein, ist es schafft ja und feilt dort einen Zweig haft. Aber wenn ein Kind friedhaft, unverantwortlich oder fühlt zu sein, und wird keinmal gelehrt, Gott seinen Willen für sein Leben zu erfüllen oder Verantwortlichkeit abzunehmen an der Familie, an der Kirche oder an der Gesellschaft, dann wird das anerfüllt und Anfrau sein. Daher sollen Eltern die Kinder von jung an Verantwortungen und Anweisungen geben, nur ihrem Alter und nur ihre Fähigkeiten noch. Das ewige von dit Kapitel wird ungerecht geben über Kinderbelehrung, ein Thema, wo viele Eltern sehr interessiert für sind und aber vorher nicht viel von weiten. Und was es nach euch macht, durch ein gewisser Weg von Denken, wird lehrt, dass Eltern ihre Kinder nicht schachten sollen und die Autorität von Gottes Wort nicht zu achten. Da ist keine Ausrede für Missbrauch. Wenn ich auch daran bleibe und Kinder schachten, habe ich keine Duldung für Kindermissbrauch. Ich unterscheide zwischen Disziplin und Missbrauch in dem, dass Missbrauch das Kind zu körperliche, gefährliche und geistliche Einflüsse unterstellt wird, was das Kind Schaden daunen können in einem Wort wisst, was anders ist als Gott seine Natur. An der anderen Seite aber, reicht das Schachten das ein Kind keinen Schaden an. Reicht das Schachten beschützt ein Kind und macht ihm oder die Wahrheit klar, dass das Lothar im Leben wirkliche und weidauernde Folgen hat, wenn sie unverantwortlich leben und dass Gott dich straft, was ihm in sein Wort angehorsam sind. Daher ist das halbrig ein Kind zu schachten, wenn das ab den rechten Weg gedonen wird. Der Unterschied von rechtet oder unrechtet Schachten ist durch folgende bildliche Darstellung zu sein. Du hast ihnen sehen, was alt genug ist, deine Erwartungen zu verstehen, geworden über Wort. Du hast ihm gesagt, dass wenn er die in dit angehorsam ist, wird er Schacht kriegen. Und dann ist er angehorsam. Du sollst ihm Apport nehmen. Schrie und brell keinmal, bis dat ein Notfall ist, wo du am warnst. Pass ab, eine Chor kommt. Du sollst ihn Kind doch niemals in der Öffentlichkeit strafen. Wenn er angehorsam ist, lädt ihm oder ruhig an eine Schlafstube nehmen oder ein anderer privater Platz. Wenn du dort bist, dann sei, Johnny, Papa oder Mama, seht, dass du nicht aber Gas fahren sollst mit den Bicycle, und ich sag die durchrots. Eine Chor, wo die haben könnt unfahren. Du wirst mir angehorsam. Ich will, dass du die über dort Bad streichst. Ich will die Schachten machen. Hier hielt das Kind wahrscheinlich allen Prachat und versucht allerhand zu bereden und sich zu krallen. Was Eltern hier daunen machen ist, ein gelickert Gesicht zu holen und ihre Gefeile bearbeiten. Mit einem geehenden Toter, einen haltenden Label oder Stock, nicht bloß mit irgendein Ding, hebt das Kind 2 oder 3 Mal über dem Hingeren. Du musst am Tür nicht genug schlagen, um Angemarkt zu verursachen, aber nicht so sehr, dass es Schaden verursacht. Wenn du das Schachten einmal vor dich hast, sagt das Kind ab deine Schaut, oder wenn das all alle ist, besieh die und am Arm dort.
En dem, dat du am hältst, sei am, dat du dat Leif hast en am verjefst, aber nicht haben wirst, dat het die Ware nicht gehorcht. Wann du dat Kind dit erst gesagt hast, dann bet für dat Kind. Wann du erst vor dich hast damit, sei so wat das dit. Johnny, Mame oder Pape, leiven die. Du bist ein sehr guter Jung. Nu go en lot schein gonen, aber blieb wach von de Gas. So schacht wir unsere Kinder von jung an. Dobi haben wir unsere Kinder kein einziges Mal gemissbrucht, en sie wassen sicher, Frau en mit Gaudet verholen ab. Eltern, wat ihre Kinder missbruckend, ohne Leib en rechte Belehrung schachten, haben meistens gelehrt, bei ihre Gefeile uit Kontrolle gekommen sind. Als ein Beispiel, missbruckende Eltern worden ein Kind wahrholen mit so wat als dit. Billy, dat du noch einmal und du wirst verpitcht kriegen. Wenn die Eltern nicht door mit dich fahren, leert Billy, dat wat gesagt ist, nicht zu respektieren, en aanlekkelijkerwijs luren de Eltern, wat Billy in ganz bij de kant geschoven heeft, ver ze eenmaal wat doen, en dan doen ze te veel. Horcht, Eltern, wann Gott sagt, dat hij wat doen wordt, deed hij dat immer. Daher, wann je nicht durchfahren mit wat je te je Kinder sagen, bewijs je ontruheid en onoprechtigheid. Dit wordt grote problemen veroorzaken, wann du verzeegst dien kind wat door te kriegen, dat het die respektieren en gehorchen zal. Wann dien kind älter wordt, krijgt dat dan ook een verdreidet beeld van God. Nog een ander ding wat missbruckende Eltern vorken doen, is dat kind körperlich en met wie te verheven. Ein Kind irgendwo am Körper mit einer Hand oder ein Ding zu schlagen, ist unsicher und ungesund. Auch das Kind anbloren und öffentlich belehren, deed das Kind gefährlichen Schaden an. Und da nicht ein Kind wird verlegen, das zu ängsten. Zum Beispiel, wenn ein Kind sich arg verhält oder ungehorsam ist, sei nicht, dass Gott das totschlagen wird oder dass sein Arm losfallen wird. Red leibend die Wahrheit zu den Kindern und da, was du sagst. So kannst du in Kontrolle bleiben, indem du deine Kinder auf einen verantwortlichen Weg belehrst. Nummer 2. Die Gesellschaft, wat je in Schachten ist. In den letzten 40 Jahren ist durch stark gelehrt worden, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr schachten sollen. Diese sogenannte uitgeleerde EWW von Kinderabtragen lehren, dass Kinder schachten das verursacht, dass die Kinder ihre Eltern hassen und sie dadurch verbrecherische Lebensstile annehmen. Indem die Kinder nicht geschacht worden, wird ergaudet, was sie von Natur haben, für ein Teil kommen. Bis sie, dass es bloß nicht mit Gott sein Wort stimmt, sind da viele Probleme mit der Denkweise von dieser weltlichen und sogar manchmal sogenannte christliche Lehrers über Kinder verholen. Ich will 3 von diesen Problemen oder Falschheiten von dieser Denkweise abnehmen. Die erste Falschheit ist, dass diese menschliche Denkweisen ständig ändern und können gar nicht als feste ganze Wahrheit angenommen werden. Zum Beispiel, 50 Jahre zurück fangen Doktors und Gelehrte an, frühes aufzureden von ihren Babys an ihre Brust zu fördern. En die steht wordt Mamas ermutigt, een besondere Pulvermelk te geven, waarin dat voor de Babys gezonder weer. Ongeveer 20 Jahre zurück ändert dat allerhastig. Mamas worden nu ermutigt, ihre Babys an de Brust te fördern, waarin dat gezonder ist. Die tweede Falschheit ist, dass die humanistische Denkweise, wat uns sagt, dass wir unsere Kinder nicht schachten sollen, nicht mit das Wort Gottes stimmt. Die Bibel hat viel über Eltern seinen und Kinder belehren zu sagen. Lees Sprecher 13, Vers 24, 22, Vers 6, 23, Vers 13, 29, Vers 15, Epheser 6, Vers 1 bis 4 und Hebräer 12, Vers 11. Der Grund von meist all diese Lehren je in Schachten ist der Humanismus. Diese politische und religiöse Denkweise lehrt, dass wir nicht eine sinnliche Natur haben. Und da steht, haft jeder einer, und dort schlitt die in den Kind mit an, angeborenet Gaudet an sich. Nur diese Denkweise no ist das so, dass wenn die den Kind bloß in der rechten Umgebung anstellen wirst, wird sie natürliches Gaudet überdeel kommen. Wenn wir auch mit anstimmen, dass unsere Kinder in eine positive Umgebung sein sollen, bleibt die Wahrheit, dass wir alle sinnvolle Naturen haben, was belehrt in unsere Absicht geholen müssen. Ohne rechte Belehrung und Grenzen waren unsere Kinder, wenn er allein gelassen wird, sich selbst verdorben. Wenn Kinder an sich selbst fein sind, wieso sind sie dann von Natur so selbstsüchtig und gehen an? Von den Tag, wo unsere Kinder geboren werden, leiden versagt wie die. Aber sie werden keinmal von Natur bloß leiden zu ihren Freund. Dort muss wir entleeren. Unsere Kinder werden nicht bloß angeboren, uns zu gehorchen. Dort muss wir entleeren. Dort käme nicht aus ihrer Natur gute Anstellungen zu haben. Dort muss wir entleeren. Menschen sind nicht von Natur gut, die sind von Natur sündenvoll. Jesaja 53, Vers 6 sagt,
wie wären alle op dem Erwach, so es schob, der jeder seinen eigenen Weg gonen. Aber der Herr lädt allens eingereicht seinen op am. Dat is nicht bloß, dat alle Menschen von Natur neigen zu sind, aber der einzige Weg, wat in unser Leben wat Gott nennt kommt, ist, wann wir Jesus folgen. No Galater 5, Vers 22, es Gott gesonnen seinen eine Frucht, von dat der Heilige Geist in unser Leben gegenwärtig ist. Ohne am wird wir vielleicht im Vergleich mit Sohne wat schlechter sind als wie fein sein, aber wir sind nicht wirklich gut genug, durch der Gerat zu sein, bloß durch die Not Gottes. Die dritte Falschheit von den Lehrern, wat je in Schachten lehren, ist denken, dat Schachten Gewaltsamkeit verursacht. Ich stimme mit an, dat Missbrauch ein Kind negativ beeinflusst, aber ich sie nicht mit einverstanden, dat Schachten Kinder gewaltsam macht. Dat je in der letzte Wahrheit. Rechte Belehrung lehrt ein Kind andere zu respektieren, in seine oder ihr Verholen zurückzuholen. Eingaudet, wat wir je in Laien kennen, je in der Denkweise, von Schachten verursacht Gewaltsamkeit ist das. Wenn du einen Strafzettel kriegst, für Tobo sich fahren und die $100 Straf holen musst, lehren die Polizisten die Geld zu quosen? Oder lehren sie die Geld zu verschwenden? Nachdem, dass du die Straf betalt hast, glaubst du, dass die auf einmal ein welcher Janker kommen wird, Geld wegzugeben? Oder vielleicht wirst du auf einmal ein welchen das Verlangen haben, nur die Mal zu fahren und anzukaufen, was die nicht mehr kostet? Sicher nicht. Du wirst gestraft für Tobo sich fahren, deine Aufmerksamkeit zu kriegen und den Verholen zurückzuholen. Das ist dieselbe Ursache, wo sie Eltern ihre Kinder schachten. Nummer 3. Schachten ist recht, aber es ist nicht immer die Antwort, wenn zu belehren fehlt. Wenn wir auch an Schachten bleiben, muss man aufpassen, dass wir nicht den Einweg von Belehren für alle Probleme brauchen. Zum Beispiel, manchmal beweist ein Kind sein Verholen, dass du ein nicht erfülltes Bedürfnis oder Weidung sind. Dat is wichtig, feinfeilen zu sein, zu merken, wann ein irgendwas erreicht geht. Dat gibt Tiden, wann ein anderer Weg von Belehren besser Erfolg bringen wird. Ich hol nicht viel von ein Kind bloß morgen bleiben, während dat die Eltern mit Kind taub straft. Aber manchmal ist dat angebracht. Aber ich bleib fast an gewisse Vorrechte aufsehen oder mehr Verantwortungen ableihen und andere Wege brücken, man sich Kinder lehren, sich Recht zu verholen. Von einer Seite muss wir aufpassen, dass die Belehrung an sich Kinder nicht Schaden andet oder einen gottlosen Einfluss stellt. Aber von der anderen Seite muss wir uns versichern, dass uns Weg von ihren Belehren so ist, dass sie da wirklich auf Acht geben und das nächste Mal zweimal denken wollen. Wenn wir schachten auch das nächste brücken, unsere Kinder, besonders die Jüngeren, zu belehren, soll wir feinfeilend sein über unsere Kinder in verschiedenen Uitdenken, wo wir ihn belehren können. Nummer 4. Eltern müssen an Einigkeit sein. Wenn Eltern nicht übereinstimmen, an wo sie strafen oder einer von den Eltern den anderen nicht unterstützt, gibt dort ein sehr schädlicher Einfluss auf Kinder in der Ehe. Daher soll Einigkeit bei einem besorgten und mit unverwickelten Ehemann anfangen. Und da steht, dass die Frau die Belehrung allein daunen muss, soll der Ehemann ab ernst über die Belehrung von den Kindern nachdenken, dafür beten und damit ansehen. Beid, den Mann und die Frau ihre Gefeile in Glaube sollen nur gehorcht und respektiert werden, während sie bringen beid eine wichtige und gelde Ansicht an die Unterholung über Kinderbelehrung nennen. Wenn beide Partner ihre Gefeile darüber mitgeteilt haben, müssen sie sich einig werden und beständig mit der Kinderbelehrung durchführen. Keiner von den Eltern soll der Einzige sein, was die Kinder bestraft. Das sollen sie beide tun. Wenn einer von den Eltern das Kind bestraft, sollen beide dahinter sein. Wenn da wo ein Besorgnis oder Verständnis ist, soll das unter Hand benobert werden. Das ist für ein Kind ungesund, an ein Heim abzuwassen, wo die Eltern ständig Verständnis haben über Belehrungssachen. Das ist auch ungesund, wenn einer von den Eltern der Leibhaber wird und der andere ist der, was straft. Wenn das auch meinen wird, dass beide wo nur geben würden, ist das besser, wenn sie bald wo kommen, wo sie sich vereinigen können und einander unterstützen. Beide Eltern sollen ihre Kinder leiben und belehren. Ich wiederhole, der Ehemann soll bei das Anleiten in Gefeilsfall zu seiner Frau sein. Wenn er das tut und das Ehepaar die Herausforderungen von Kindern abtragen und Einigkeit taub abnehmen, werden sie sicher Erfolg haben. Wenn ich auch darüber gewahr bin, dass es noch verschiedene Wege Einzelheiten um Kinder zu belehren, wo ich nicht von geredet habe, hoffe ich, dass die von dieser Information best geholpen und ermutigt werden. Die Hauptsache, was wir tun müssen, ist, unseren gradsten Glauben auf Gott sein Wort saten. Wir müssen auch so viel helfen und Unterstützung als möglich von Gott und andere gottesfürchtige Personen haben.
Ich hoop dat du als Vater oder Mutter wirst gesegend worden, indem du viele Jahre von Frieden Leben mit deinen Partner in Kindertaub erforscht. Dankzij voor naar dit Bierkarchen Eihe op einen Stein. Ik wens dat dit een hulp zijn voor die en de hoopning te een sterkere Eihe bouwen.